ist schon so ein bisschen Freiheit irgendwie. Und es ist einfach ein total schönes Gefühl, von 8 Hunden durch die Landschaft gezogen zu werden. Entweder im Fichtelgebirge, Fichtelgebirgsberge oder halt dann in Schweden auf Schnee. Das ist auch ganz, ganz toll. Da bist du ganz allein mit deinen Hunden. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Jetzt im Herbst ist es im Fichtelgebirge kalt genug für die Huskies, die sich vor allem bei Frost und eisigen Temperaturen wohlfühlen. 4-mal pro Woche wird Andrea Hertegen nun wieder die Hunde einspannen und ihre Runden durchs Fichtelgebirge drehen. Die Huskies sind schon aufgeregt, sie spüren genau, heute dürfen sie wieder den Wagen ziehen. Dieses Training lieben sie. Andrea Hertegens Ehemann Rainer Meyer ist immer zur Unterstützung dabei. Heute hilft zudem eine Freundin mit, die Hunde einzuspannen. Und schon geht's los. Das Gespann legt heute eine 5 Kilometer lange Strecke zurück. Das regelmäßige Training ist wichtig, denn Ende November will Andrea Hertegen mit ihren Hunden bei den Europameisterschaften in Ungarn antreten. Sie müssen viel ziehen, große Lasten ziehen. Wir machen nicht so schnell. Und dann langsam steigert man die Kilometeranzahl. Also wir haben 5 Kilometer momentan. Das müssen bis Ungarn 8 sein. Und auch dann die Geschwindigkeit, so langsam geht man vom Krafttraining weg und geht auf Geschwindigkeit. Bis zu 30 Kilometer pro Stunde wird das Gespann schnell. Es wäre nicht ihr erster Europameistertitel. Schon 2022 hat die freiberufliche Journalistin mit ihren Hunden den Titel geholt. Ein unvergessliches Erlebnis für die 58-Jährige. Das ganz tolle Gefühl war auch, wie ich am Treppchen war und die haben die deutsche Hymne gespielt und der Tomex war bei mir und ich hatte die Flagge in der Hand. Die deutschen Meisterschaften hat die Oberfränkin schon 2-mal gewonnen. Der 7-jährige Rüde Tomex ist der Anführer unter ihren Huskies. Bei jedem Rennen spielt er im Team eine besonders wichtige Rolle. Das ist mein Leader. Auf den kann ich mich verlassen. Der macht die Kommandos, die ich ihm gebe, führt er aus und läuft immer voll Speed vorne. Das ist ja auch wichtig, dass du einen hast, der wirklich Gas gibt. Ja, und der hat da Spaß dran. Das ist mein bester Arbeiter. Es ist mehr als 30 Jahre her, seit Andrea Hertegen ihren ersten Husky gekauft hat. An die Anfänge kann sie sich noch gut erinnern. Man kauft sich einen Husky, weil er so schön ist und man hat keine Ahnung und denkt, ja, wandern genügt. Und dann stellt man fest, es genügt nicht. Und dann fährt man Fahrrad und dann funktioniert das auch nicht so gut, weil man mal drüber fliegt. Und dann kauft man sich noch 2 Hunde dazu und dann einen Wagen. Und dann fängt man halt an. Am liebsten fährt sie mit ihrem Schlittengespann im Schnee. Weil das hierzulande kaum noch funktioniert, reist Andrea Hertegen samt Ehemann und Hunden jeden Winter für rund 4 Wochen nach Schweden. Dort findet sie für ihren Sport noch immer perfekte Bedingungen. Zu Hause im Fichtelgebirge kann sie meist nur mit dem Wagen trainieren. Genügend Schnee fällt hier schon seit einigen Jahren nicht mehr. Und die steigenden Temperaturen sorgen dafür, dass die Trainingszeiten immer kürzer werden. Die Hunde vertragen keine hohen Temperaturen. Also ab 12 Grad trainieren wir nicht mehr. Es ist einfach zu warm. Wir haben einen Norweger im Team, der packt das überhaupt nicht. Und dann bleiben wir lieber zu Hause. Und es ist halt schade, dass die Sommer und auch der Herbst jetzt immer wärmer werden. Über viele Jahre hat Andrea Hertegen zu Hause in Tröstau auch Huskies gezüchtet. Rund 1.600 € kostet ein reinrassiger Welpe. Doch die Zucht hat sie mittlerweile an den Nagel gehängt. Man findet wenig bis keine Leute, wo man wirklich sagen kann, ich kann guten Gewissens denen einen Hund geben. Weil es ist sehr viel zu tun mit Huskies. Sie brauchen sehr viel Liebe und es ist kein Objekt, wo man halt mal zum Herzeigen hat. Ja, und ich will auch niemandem einen Hund geben, der so total ehrgeizig ist und die verheizt. Das will ich auch nicht. Die Hunde sind Teil der Familie. Jeder von ihnen darf deshalb auch mal mit in die Wohnung, doch nie alle gleichzeitig. Die achten schon drauf, dass sie auch zu ihrem Recht kommen und protestieren dann. Aber wir haben auch Hunde, die wollen gar nicht so lange drin sein. Die wollen da wieder lieber raus in den Garten und spielen und so. Also das pegelt sich ganz gut ein. Aber wir kriegen das schon hin, dass alle immer mit da sind.
Auch wenn es mal schön ist, mit Herrchen oder Frauchen im Wohnzimmer zu kuscheln, am liebsten sind die Hunde draußen und fiebern schon wieder den nächsten frostigen Trainingstag entgegen, an dem sie zeigen können, wie viel Power in ihnen steckt.